Burgenlexikon. Von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. S wie Schanzen. Als Schanzen werden meist einfache, aus Erde angestützte Befestigungsanlagen bezeichnet, die sich häufig im Gelände befinden. Schon in der Vorgeschichte schützte man sich durch Erd- oder Ringwälle, was als Frühform des Verschanzens gelten kann. Die Schanze entwickelte sich von einem grundlegenden Verteidigungssystem zu einem auch im Belagerungskrieg genutzten Konzept, das von der Vorgeschichte bis zu den beiden Weltkriegen angewendet wurde. Das folgende Bild zeigt die Toranlage des Ringwalls am Bürgstädter Berg im Spessart. Dieser Ringwall ist etwa um 1200 bis 700 vor Christus entstanden und gehört zur Urnenfelder Zeit. Ab dem späten 16. Jahrhundert, mit dem Beginn des Festungsbaus und besonders im Dreißigjährigen Krieg, wurde die Schanze ein gängiges Element der Kriegsführung, wie zum Beispiel der Begriff Schwedenschanze belegt. Schanzen traten in verschiedenen Formen auf, darunter Dreiecks-, Viereckschanzen, aber auch fünfeckige und vieleckige Anlagen. Man unterscheidet offene von geschlossenen Schanzen, die sogenannten Reduten. Reduten dienten vor allem zur Verstärkung von Durchgängen oder Toren in Wallsystemen und stellten so befestigte Kontrollpunkte dar. Hier das Beispiel einer viereckigen Redute. Unter A der Schildraum konnte auch als Arrest benutzt werden, B der Wachraum für die Mannschaft, C die Waffenkammer und D der Zugang, der konnte sogar mit einer Zugbrücke ausgestattet sein. Hier der Schnitt durch eine Schanze als Beispiel. A der Laufgang, auf dem die Mannschaft Wache lief, B die Brustwehr, hier konnte im Prinzip gedeckt geschossen werden oder waren auch die Geschütze aufgestellt. C die Bremme, eine kleine ebene Fläche um die Schanze herum. D die Eskarpe, sozusagen der Einlauf in den Graben, und E die Kontereskarpe, auf die gegenüberliegende Seite die Anspiegelung. F der Innenbereich, wo sich die Mannschaft aufhielt, Munition gelagert wurde etc. Und H der Außenbereich, das ins Gelände übergeht. Meistens wurde hier sogar dafür gesorgt, dass keinerlei Gestrüpp oder Bäume oder sonst irgendwas gewachsen ist. Die folgenden Karten zeigen eine Schanze des Dreißigjährigen Kriegs, also des Schwedenkriegs. Hier die Tilly-Schanze bei Bernau, die noch relativ gut erhalten ist, wie unschwer aus der Reliefkarte zu ersehen ist. Eine besondere Form von Schanzanlagen ist die Bayerische Landesdivisionslinie. Die Verteidigungslinie wurde während des Spanischen Erbfolgekrieges 1700 bis 1714 zwischen 1702 und 1704 entlang der bayerischen Grenze errichtet und zählt heute zu den größten Bodendenkmälern in Deutschland. Kurfürst Max II. Emanuel von Bayern verfolgte mit dieser Grenzbefestigung das Ziel, die Unabhängigkeit Bayerns zu demonstrieren, was ihm jedoch nur teilweise gelang. Innerhalb von 2 Jahren sollte die bayerische Landesgrenze befestigt werden. Heute sind Teile dieser Erdschanzen in der Landschaft noch gut zu erkennen, auch wenn das Bodendenkmal an vielen Stellen vernachlässigt wurde und teilweise verloren ging. Auf den folgenden Karten, Urkataster und Relief, ist ein Teilstück dieser Landesdivisionslinie ersichtlich mit Redute und Sprion. Da zu dieser Zeit Franken noch nicht zu Bayern galt, zieht sich natürlich diese Grenze zwischen bayerischen Landen, zum Beispiel der Oberpfalz, und dem fränkischen Gebiet. Eine recht gut erhaltene Dreieckschanze, ein sogenannter Sprion, befindet sich in einem Waldstück nordwestlich der Ortschaft Breisach in der Oberpfalz. Die heutige Straße von Breisach nach Vilchendorf, beide im Landkreis Neustadt-Waldern abgelegen, durchschneidet die ehemalige Landesdivisionslinie. Während der östliche Bereich in den Feldern verschwunden ist, hat sich der westliche Bereich mit einer Dreieckschanze im Wald relativ gut erhalten. Die Dreieckschanze bei Breisach hat eine Größe von etwa 24 x 24 Metern und erreicht eine Höhe von 4 bis 5 Metern. Der vorgelagerte Graben hat heute eine Tiefe von 1 bis 2 Metern. Leider ist dieses Bodendenkmal durch Aufschüttungen und Müllablagerungen stark gefährdet.
Hier nun die Zeichnung einer Dreiecksschanze, wie sie auch in etwa bei Breisach ausgesehen hat. Die Reliefkarte zeigt, wo die Dreiecksschanze, der Sprion, bei Breisach in etwa gelegen ist. Dieses Bild zeigt die Schanze im Wald von Nordwesten, im Vordergrund der Wall, gefolgt von einem Graben und dann ansteigend die Dreiecksschanze mit der Spitze. Hier die Westseite der Dreiecksschanze. Man muss sich vorstellen, dass sämtliche Bäume nicht existent sind und somit hat man natürlich eine sehr gute Aussicht aus dieser Dreiecksschanze, die in den Hang gebaut ist. Auch hier wieder im Vordergrund der Wall, gefolgt vom Graben und dann ansteigend die Schanze. Hier nun ein Bild des Innenbereiches der Schanze, der heute sehr verfüllt ist. Der Bereich war natürlich wesentlich tiefer und bot somit der Besatzung Schutz bzw. Stellungen für Kanonen. Fazit: Es wäre wünschenswert, diese unscheinbaren Geländebodendenkmäler künftig durch Hinweisschilder besser zu kennzeichnen, um auf ihre historische Bedeutung aufmerksam zu machen. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näher bringen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister.